Hallo, werte Zuschauer. Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen über Seven Days to Die. Hier geht es eigentlich nur darum, kurz die Basen durchzugehen, mit der ihr die Blutzombie-Nacht übersteht. Das ist die erste Basis, die wir gebaut haben. Das ist ein Multiplayer-Spiel, das ich mit meinem Kollegen zusammen spiele. Also wir haben das alles zu zweit gebaut und die erste Basis ist noch relativ einfach. Es ist eine Fallgrubenbasis. Das Loch, das seht ihr hier unten. Hier geht es runter. Und das Ziel ist, dass die guten Zombies in der Nacht, dass sich alle hier runterstürzen. Wie das dann unten aussieht, das werde ich euch gleich zeigen. Ja, ansonsten ist eigentlich ganz normale Basis. In den ersten Tagen mussten wir ohne Fallgrube überleben. Entsprechend gibt es hier auch die ganzen Verteidigungsanlagen drumherum. Es gibt einen Garten, wo die wichtigsten Kräuter und Pflanzen kultiviert werden für Nahrungsproduktion, Aloe Vera für Heilung und all das Gedöns. Das kennt ihr ja selber, muss ich nicht groß darauf eingehen. Wichtig ist der Verteidigungsring. Wir haben hier 2x4 Fallenringe gebaut, bestehend aus Spikes und diesen spitzen Stämmen. Nichts Spektakuläres, das wirkt aber ziemlich gut. Die Hütte haben wir alles selbst gebaut, Stein für Stein. Das ist ein kleiner Block aus Ziegelsteinen. Ja, und hier ist dann der Eingang. Möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Hier war mal eine Baustelle, die haben wir kaputt gemacht. Gut, weg aus dem Flugmodus. Hier ist der Eingang mit einer langen Brücke. Ganz rudimentäre Verteidigung. Man macht diese Fallgitter auf und zu. Das ist der erste und der zweite Verteidigungsperimeter, damit müssen die Zombies unten durch. So ist da das gedacht. Ich mache mal Licht, damit man was sieht. Dann war das unsere erste Behausung, wo wir uns eingerichtet haben mit den wichtigsten Dingen wie Schmieden, Zementmischer, Werkbank, allem drum und dran. Dann wurde hier der Korridor gebaut, bis ganz nach unten. Das ist bei diesem Spiel 57 Meter minus. Hier sind wir, da gab es verschiedene Korridore, entsprechend angeschrieben. Ich mache eine Türe auf. Also wenn ich jetzt diesem Korridor folge, dann ist es ziemlich lang, bis da irgendwann mal eine Mine kommt, wo man in der Nacht wunderbar Ressourcen abbauen kann. Hier geht es zur Basis mit einem Verbindungstunnel, wiederum geschützt mit 2 Schrottflintentürmchen. Ja, und das war eigentlich der zweite Raum, in dem wir gelebt haben. Hier ist wiederum all die Dinge, die man so braucht, die wir auch schon oben haben, ein Stromgenerator, die ganzen Truhen. Und über uns ist jetzt das Loch, wir sind also genau unterhalb des Loches. Und dann noch eine weitere Korridor zu weiteren Minen. So, jetzt aber noch hinauf in den Fallenraum, da sind wir. So sieht es aus. Hier kommen die Zombies runtergefallen. Die gehen ja immer auf den Spieler zu. Wenn man hier unten wartet, dann kommen die alle wunderbar runter, werden zum einen vom Fallschaden dahin gerafft, vor allem die kleinen Zombies, die größeren, die leben da noch ein bisschen, die sterben aber auch mit der Zeit auf den Spitzen. Plus sind dann natürlich noch Elektrozäune durchgezogen, durch die Wände geschützt. Das gibt noch Elektroschaden. Was man machen muss als Spieler ist, man steht nur einfach hier hin. Ja, und haut den Zombies noch ein bisschen was um die Ohren, bis sie dann wirklich tot sind. Kann sie direkt looten, wegmachen. Und entsprechend gibt es dann hier auch solche Loot-Truhen, wo man die ganze Ware reinschmeißen kann. Ja, ich mache hier noch schnell God-Modus, da seht ihr, wie das etwa funktioniert. Hier ist der Fallenraum, wo die Zombies hineinfallen. Dann geht es hoch. Das ist eigentlich ein 3x3 Schacht. Bis ganz nach oben, das sieht man, da haben sie auch schon ein bisschen gewütet entsprechend. Einige Zombies fallen nicht runter, sondern die graben dann halt hier ein bisschen. Hier wäre gerade einer. Wäre schön, wenn ich den vielleicht schnell runter triggern kann. Sieht man das? Komm. Ja. Achso, ich bin natürlich jetzt im God-Mode und Invisible. Wo ist denn das? Flugmodus, God-Modus, No Collision Safe. Ich dachte, hier gäbe es noch einen Invisible-Button. Ich kann das schnell ausschalten.
anlocken kann. Und vor allem, ob er auch dumm genug ist, hier jetzt wirklich runterzufallen. Nee, der ist natürlich schlau genug. Der weiß genau, was ich vorhabe. Läuft so nicht. Egal, geht auch so. Jo, das wäre mal die erste Basis. Die zweite zeige ich euch dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.